Mit hammermäßiger Online-Action geht's weiter hier beim Review von Dragon Ball Super. Ja Leute, so geht's weiter und zwar Servus Freezer Eyes. Also das ist ein seltsamer, oh mein Gott, dann schlecht. Freezer selbst mit irgendwie SSG, SS, ja das ist echt nicht schlecht, hey. So, wo ist denn, weil wir verarschen, jetzt ein paar am Ende noch Goku da. Das ist Checo da, Mann, ey, das Spiel ist echt zum, naja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wir kommen zurück hier bereits zum Review vom dritten Part zu Dragon Ball Super. Und ich kann direkt mal eines sagen, in dieser Part wird bei weitem nicht so lange der letzte. Das hat zum einen den Grund, weil es nicht so viel zum letzten Part, also sprich zur dritten Episode von Dragon Ball Super zu sagen gibt. Andererseits aber auch, weil mein Zimmer momentan, naja, eher einer Sauna gleicht, mit 70% Luftfeuchtigkeit und 28 Grad ist das nicht gerade so angenehm zum Aufnehmen. Deswegen halte ich mich heute ein bisschen kürzer in der Würze. Mal ganz kurz. Was denn für Synchronstimme? Yahoo! Ja, auch Aliens. Was für. Ja, Aliens. Ich bin auch ein Alien. Ich bin Saiyajin. Hallo? Nö. Kein Bock drauf, Leute. Ich warte auf Goku. Auf den Super Son Goku. Ja, um den geht es diese Episode eher ein bisschen weniger. Sprich im Review zur dritten Episode. Denn es ging wieder mal ein bisschen, ja, wir sagen schon im letzten Part angekündigt wurde. Da kann man ganz kurz gucken. Ging es eigentlich wieder vermehrt um die Suche nach dem Super Saiyajin Gott. Gut, man kann natürlich auch sagen, ja, Moment mal, da ist ja irgendwie Goku und so weiter, oder ist es Super Saiyajin Gott? Das stimmt dir eigentlich schon. Allerdings, wieso ist jetzt hier, irgendwie fehlen mir ein paar Quests, kann das sein? Ja, eigentlich stimmt das schon. Hä? Bin ein bisschen verwirrt. Egal, machen wir heute mal ewig. Da hat er jetzt schon im letzten Part gemacht, die Mission hier. Okay, wir kriegen Rivale suchen mal. Ja, es ging ein bisschen halt um Bills wiederum. Obwohl ja, also kann man zumindest erinnern, war es noch so am Ende der zweiten Episode. War Bills davon überzeugt, dass er sich erinnert hat, sprich, ja, der heißt irgendwie, das ist der Super Saiyan Gott und so weiter, den muss ich suchen. Aber von dem war diesmal wieder nichts zu sehen und zu hören, beziehungsweise Bills musste sich irgendwie, ja, in sich gehen und sich überlegen, wie hieß jetzt der Typ schon wieder, irgendwie Super Gaia, Super Soyo irgendwie, nee, ich finde da nichts, scheiße, wie könnten wir schon da heißen? Und hat dabei einfach irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Naja, natürlich hat ihm dann Whis auch noch geholfen und sein Orakelfisch, den kennen wir ja auch noch aus dem Dragon Ball Z Movie Battle of Gods, das ist ja alles schön und gut. Machen wir am besten mal. Naja, kommt die hier ein bisschen Gold Freezer. Ein bisschen mehr Zeit zum Erzählen. Bis mal die ganzen Typen eintrudeln. Ja, war halt Bills da eben, wie gesagt, sich am Erinnern, wie der Typ hieß und so. Und dann auch der Orakelfisch jetzt erst ein bisschen mühe sich zu erinnern, bis dann wieder auf die Idee kam, ja, das ist der Super Saiyajin Gotto. Also sprich Super Saiyajin Gott. So. Dann war schon mal das Witzige. Das war echt ein bisschen lustig zuzusehen. Und zwar, ja, da hat er sich halt, Super Saiyajin Gott, okay, Saiyajins, aber Moment mal, sind ja schon alle tot. Weil er hatte damals vor 39 Jahren, übrigens, also ganz kurz erwähnen muss, hier bei Dragon Ball Super spielen wir immer noch 6 Monate nach dem Ende von Dragon Ball Z, also sprich nach dem Kampf gegen Majin Buu, gegen Kid Buu natürlich. Und 39 Jahre vorher, das war, oh, weiß gerade, das seit ja nicht mehr, aber da war noch ein Ereignis, was nachher bei Dragon Ball GT noch wichtig war. Nur mal so noch ein kleines Detail zum Einwerfen. Und natürlich, darf man auch nie vergessen, es ist immer noch 4,5 Jahre vor den Ereignissen von Battle of Gods. Also vom Film. Aber trotzdem, irgendwie sind es die gleichen Ereignisse, also Verwirrung pur. Ja, jedenfalls, Bills erinnert sich daran, dass vor 39 Jahren ja Freeze aufgetragen hat, den Planeten Vegeta zu zerstören. Sprich, es dürfte gar keine Saiyajins mehr geben. Dann sagt Whis aber so, nö, das stimmt nicht, Bills-Sama, weil, Freeze wurde besiegt von einem Saiyajin namens Son Goku. Und dann Bills so, das kann doch nicht wahr sein. Der total das überrascht Gesicht gemacht, von wegen, war jemand kann Freezer besiegen? Also ja, Freezer ist so die Supernummer gewesen, mein generell. Gut, er hatte
für damalige Verhältnisse viel Power, das schon. Und im Vergleich zu Bills ist es eher eine Schnecke gewesen, ganz ehrlich. Ja, man hat ein bisschen was erzählt und so. Ja, es gäbe Super Saiyajins und so, aber kein Super Saiyajin Gott. Haben wir auch gesehen, von wegen, dass Goku da ein bisschen eingegriffen hat. Also sprich, ein Rückkampf zwischen ihm und Freezer. Und ja, eben, dass halt vor allem noch zwei reinblütige Saiyajins existieren, sprich Son Goku und Vegeta, die sich beide auf der Erde befinden. So. Klar, jetzt geht es natürlich ab zur Erde für die beiden. Und da war eigentlich so auch schon mal, also wieder gesagt, zu Bills und Whis. Das ist natürlich soweit schon mal interessant. Denn eigentlich die Szene, mehr oder weniger, ist genau identisch mit der aus Battle of Gods. Jetzt kommt der Beste, jetzt sind die unterwegs zur Erde. Nehmen gerade mal deswegen mal Bild zum Fall, das schon lange nicht mehr genommen war. Und da kann ich das alles noch. Amoklauf, Food, Solakra, der wird schon nicht mehr gehen. Naja, I must destroy everything. Die machen sich also auf zur Erde. Son Goku ist auf dem Planet von Meister Kaio, also sprich dem Kaio des Nordens, zum Trainieren. Wie geht es noch in seiner Kammer dann um Trainieren? Und die Kaioshiins so sind diskutieren von wegen, oh nein, Bills ist zurück und so, scheiße, was sollen wir jetzt tun? Und naja, es dürfte hoffentlich nichts passieren, weil ja keiner so verrückt wäre, Bills herauszufordern. Natürlich abgesehen von Goku, weiß natürlich jeder. Dann noch episch war Bills gegen Freezer. Kann mich nicht aufladen, das ist doch jetzt ein bisschen doof. Nein, muss ja so gehen. Hat schon coole Moves drauf, hat er gute Bills. Aber kann dummerweise sich nicht aufladen, ja, ist ein bisschen doof. Naja, egal. Wie gesagt, da waren die Kaioshiins noch ein bisschen diskutieren, ja, wie sollen sie Goku davon abhalten? Sprich, sie haben mit dem Kaio des Nordens Kontakt aufgenommen. Ihm gesagt, du, Bills ist erwartet, du darfst nicht zulassen, dass Goku gegen ihn fightet. Natürlich ein bisschen schwieriger, als man das Ganze, naja, irgendwie sich denken könnte, aber gut. Und was danach erwähnt wurde, das wurde sogar im Film schon erwähnt, dass halt eben Bills derjenige war, den alten Kaioshin im Z-Schwert versiegelt hat, damals vor Millionen von Jahren. Interessant ist dabei noch, was ich mich gerade erinnere, dass doch damals bei Dragon Ball Z, als um die Frage ging, wer halt den alten Kaioshin im Schwert versiegelt hat, da hat doch dieser gesagt, es wäre ein Typ gewesen, der mächtig war, aber nicht so mächtig wie Super Buu. Ich frage mich halt schon, war Bills früher schwächer oder war es einfach nur, naja, noch Unwissenheit von den Machern? Autsch, das haut rein. Naja, wie dem auch sei. So viel auch dazu und dann, wie ging es denn weiter? Ah ja genau, dann sagen wir wieder mal eine Situation von Krillin, C18 und ihrer Tochter, dass sie im Berufsverkehr stecken geblieben sind und sich dachten, ja komm, da jetzt lange, wir fliegen. Und zwar, es halt auch fest, zu Bulmers Geburtstagsparty. Genau wie im Film Battle of Gods und halt eben 4,5 Jahre früher. Und das Beste auch hier noch, natürlich, wie gesagt, eigentlich die Ereignisse sind alle ungefähr identisch, mit einem kleinen Unterschied natürlich. Auch hier wiederum. Denn Freezer ist der Golden Freezer. Nee, war bei Dragon Ball Super noch nicht so. Nee, und zwar die Geburtstagsparty im Battle of Gods Film. Das fand ja im Anwesen der Capsule Corporation statt, war. Gut. Jetzt hier aber findet das auf einem Schiff der Caps Corporation statt. Richtig gehört. Ist eigentlich genau dasselbe, auch Majin Buu, der fressende Sack ist dabei und alles weiter, Mr. Satan, Videl und Son Goku, die bereits verheiratet sind und so weiter. Und trotzdem irgendwie ist es ganz einfach ein bisschen verwirrend. Und so weit ist eigentlich auch schon das Review vorbei. Ja, das war die 3. Episode zu Dragon Ball Super. Ich meine, ganz ehrlich, würde es den Film Battle of Gods nicht geben, dann wäre es interessant gewesen. Aber so muss ich mir einfach sagen, ja, sorry, aber... Ah, das ist stark! Sie gar nicht mal so viel ab, war. Jetzt muss man einfach fragen, wozu denn überhaupt ein Film, beziehungsweise warum jetzt überhaupt diese Battle of Gods Saga? Ich meine, sowieso eigentlich vom Prinzip das gleiche, die gleichen Charaktere,
Also die gleichen Erklärungen, die gleichen Rahmenhandlungen, nur halt der Ort ist verschieden. Da muss man einfach sagen, sorry, aber muss das sein? Nein, so es gerade auch. Oh, da kommt schon Freezer. Mega Super Freezer, oder wie? Schade, hat er schon, das käme irgendwie Mega Platin natürlich Mega Platin Freezer. Ist klar, vom Bösen besessen, natürlich. Aber eigentlich könnte Freezer auch noch besessen sein, war von dem Migras Power, Alter. Weil ein Gott ist er nicht, er ist zwar kräftemäßig am Niveau wie die Super Saiyajin Götter und so weiter, aber ein Gott selbst ist er ja nicht. Ja, wie dem auch sei. Von dem her muss ich sagen, wenn das also das war jetzt halt die 3. Episode von Dragon Ball Super. Und ich fand sie bis jetzt die schwächste Folge. Ganz einfach aus dem Grund, weil ja wirklich nichts passiert ist. Und das, was passiert ist, eigentlich identisch mit dem aus Battle of Gods, nur halt andere Kulissen und so weiter, aber die Hintergrunderklärungen, alles das Gleiche. Da fragen wir natürlich schon, liebe Entwicklungen noch die Ideen aus, oder aber aus welchem verrückten Grund macht ihr das? Da muss doch irgendwie eine Begründung dahinter liegen. Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert. Wie gesagt, also irgendwie ein besonderer Grund dahinter muss noch liegen. Nur verfahren, dass die nächste Episode noch besser werden. Und wenn man halt gerade mal zu Vergleichen zwischen Battle of Gods und Dragon Ball Super sich jetzt bezieht. Also alles kann nicht dasselbe sein, weil erstens mal, wir haben eine Aussicht bekommen auf die 4. Episode, dann geht es wieder mal um die Pilaf Gang, die auf der Suche nach Dragon Ball sind. Die halt nicht auf dem Schiff der Caps Corporation sind, wie es noch im Film war. Sprich, die waren ja als Hauptpreis gedacht auf Bulmas Geburtstagsparty. Dragon Ball sind nicht bei ihr. Erstens das, zweitens, Videl ist noch nicht schwanger. Sprich, wir haben nur 5 Saiyajins. Und nicht 6. Jetzt wäre natürlich ganz schlimm, wenn Shenlong plötzlich sagen, ja nee, es braucht nur 5 Saiyajins. Für den Super Saiyajin Girl, wenn sie das wirklich machen. Dann, sorry, aber dann wird's wirklich lächerlich. Wozu überhaupt die ganzen Filme und so? Wenn sie plötzlich eine Serie draus machen und das sowieso alles da ändern. Also die Energie von 5 Saiyajins hatten wir ja schon früher schon und bei Dragon Ball GT sowieso. Gut, bei GT darf ich jetzt nicht viel sagen, weil ist ihm noch unklar, wie weit die Serie geht. Was natürlich auch noch lame wäre, wenn man plötzlich sagt, nee, Videl ist bereits schwanger mit Pan. Also es wird erst recht nicht gehen. Einerseits mit dem, was noch in Battle of Gods passieren würde. Andererseits mit dem, was vor allem wichtig ist natürlich, mit den Ereignissen aus dem 28. großen Turnier, sprich mit dem Ende von Dragon Ball Z. Weil da ist Pan ja erst 4 Jahre alt oder 4,5, sprich... Naja, mit der künstlichen Geburt halt aus wie heißt der Film schon wieder? Resurrection F, dankeschön. So wird es irgendwie übereinstimmen, das geht alles, aber wenn es jetzt plötzlich hier bei Dragon Ball Super in der 5. oder 6. Episode bereits heißt, ja, Pan ist, also Videl ist bereits schwanger mit Pan und so, dann wäre Pan ja am Ende, also sprich, bei diesem 28. großen Turnier müsste sie bereits 9 Jahre alt sein. 8,5 war. Achso, sie würden das auch umschreiben und so und Ub würde gar nicht geboren werden oder was auch sonst immer. Ich habe keine Ahnung, was die Macher sich dabei denken. Klar, sei es jetzt immer mehr und mehr, dass halt eben die beiden letzten Filme, dass die in Story Arcs übernommen werden bei Dragon Ball Super und einfach umgeschrieben werden, aber ja, ich weiß nicht, hey, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr in Ideen vielleicht wäre schon noch ganz nett, weil sonst einfach nur einen Film umzuschreiben, fertig. Beziehungsweise einfach nur die Kulissen, der Schauplatz ist jetzt der und nicht mehr der. Die Charaktere, die Rahmenhandlungen, alles bleibt gleich. Da muss ich mir sagen, nee, sorry, aber das ist lame. Das kann man durchaus interessanter, durchaus spannender gestalten. Und was natürlich noch viel interessanter ist, wegen dem Super Saiyajin God, ob der wie im Film einfach halt die Energie, sage jetzt mal, im Körper der Saiyajins bleibt, oder aber ob die verschwindet nach dem Einsatz. Dann kann man natürlich sagen, okay, Super Saiyajin God muss halt immer wieder 6 Saiyajins zusammenbringen, nur dann klappt's und dann halt eben nur für etwa 5 Minuten, was sagen wir.
Ansonsten könnte ja jeder der Z-Kämpfer sein, Son Goten, Son Gohan, Trunks, und auch sogar Pan, jeder könnte zum Super Saiyan God werden. Der wäre irgendwie auch ein bisschen lame, wa? Na, wir können gespannt sein. Und was noch bleibt, mir geht der Junge an schlecht. Die nächste Episode, sprich, Folge Nummer 4 von Dragon Ball Super, die kommt erst in 2 Wochen. Ja, der Anime macht eine kurze Pause. Das heißt, das Review zur 4. Episode kommt frühestens am 3. August. Okay, da habe ich Ferien und so weiter. Hoffentlich wieder ein bisschen kühler. Dann wird das wieder ein bisschen besser gehen. Und ansonsten würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen in Kommentaren schreibt, wie ihr die ganze Sache findet momentan mit Dragon Ball Super, mit irgendwie, ja, wie es momentan aussieht, dass die beiden aktuellen Filme Battle of Gods und Resurrection F einfach umgeschrieben werden, aber nicht allzu sehr. Und was ihr euch natürlich noch erhofft von der ganzen Serie, da wäre natürlich schon mal sehr gespannt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder bei, Let's Play Xenoverse, aber natürlich Let's Review Dragon Ball Super. Ja, hoffen wir, es war mit Super. Bis dahin, tschüss.